Es geht weiter, immer heiter, zurück bei Anno 1800. Liebe Sportsfreunde, und ja, ich habe mittlerweile wieder offscreen sehr viele Gedanken gemacht. Sehr viele. Ich muss dazu sagen, dass ich momentan eine Art Aufnahmemarathon bin, wo ich täglich mehrere Folgen aufnehme. Zum einen, weil es gerade auch Spaß macht, zum anderen, weil ich irgendwie auch gerade Zeit dafür habe. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht. Was könnte man anders machen? Was können wir verbessern? Dies und jenes. Das glaubt ihr mir gar nicht, wenn ich es euch alles erzählen würde. Jetzt erst einmal. Ja, ist ja auch so, waren auch Gedanken da, von wegen da mit Santelome zum Beispiel, dass ich gesagt habe, hey, ich will die Baumschulen irgendwie alle hier machen. Dann gemerkt, momentan hier sowieso der doof in den Platz und so. Haben mir überlegt, warum haben wir überhaupt die Siedlung hier gemacht? Also mal abgesehen davon, dass es mit der Hacienda ist, aber warum überhaupt die Siedlung hier? Auch wenn es relativ schön aussieht, ist trotzdem einfach, ja, aber eine weitere Siedlung, die auch Platz wegnimmt. Nötig hätten wir es ja eigentlich nicht. Andererseits kann man sich auch fragen, warum überhaupt hier oben eine Siedlung auf La Isla? Da könnte man ja auch sagen, okay, ich baue hier die ganze Siedlung wieder ab. Ich mache die Hauptsiedlung hier auf Saint-Lomé, weil ich ja hier auch richtig viel Platz habe. Wie man sieht, und die Dinger hier werde ich eh nie brauchen. Da ich Gold nur noch in der Arktis machen will. Helium, ganz ehrlich, ich werde eh kein Luftschiff mehr mit Helium bauen, wenn überhaupt die Kriegsschiffe. Wir würden gern wieder loslegen. Wir haben hier eine Heliumbohranlage, das reicht auch locker, du brauchst sonst für nichts Helium. Was kann ich für dich tun? Da würde ich irgendwie eher auf der Insel das in den Baumschulen ausweiten, aber nicht von hier aus, sondern irgendwie Baumschule hier eine richtige, richtige Baumschule-Areal mache. Nach Köhlereien dann irgendwie da auf so einer Insel, eine kleine Insel hier mache. Und ich das Konstrukt eigentlich behalten könnte, so wie es jetzt gerade ist, und so weiter und so fort. Da gingen Gedanken hin und her, das glaubst du nicht. Ganz ehrlich, das ist Wahnsinn. Hat auch hiermit zu tun, mit der Fischölfabriken, weil ich gerne die 8 hier behalten würde, ich schon habe. Aber halt trotzdem das Problem ist, hey, wir haben Platzprobleme. Und hier ist natürlich so, die haben so eine gewisse Strecke, aber die könnte ich ja auch anders herum bauen. Zum Beispiel statt nach links und rechts und nachher einfach oben zu bauen, das nach unten zeigt. Aber auch hier wird es halt, wo du halt irgendwas hast, es wird verdammt eng halt. Und da hätte ich hier ja auch Probleme, weil hier der Hafen ist einfach saugmäßig klein, da kriegst du gar nichts hin. Never ever. Klar kann ich die hier noch abreißen, aber trotzdem wird nie mehr reichen. Ich habe sonst halt, doch ich habe hier noch eine Küste. Eine vielleicht sogar relativ große Küste. Okay, hier unten können wir uns das mal noch überlegen. Also, demzufolge hier so machen will. Es könnte also passieren, dass ich bei La Isla sage, nö, kein Bock mehr drauf. Das, was ich hier gemacht habe, ist ja schon noch gut, aber ich will es doch irgendwo anders haben. Also vor allem die Hauptkanäle und so. Hat überall so Wege haben, die man irgendwie die Wohnsiedlungen abschneiden etc. Also dass ich hier vielleicht doch nur irgendwie ja, Dinge zum Produzieren habe. Die Idee war auch, dass ich irgendwie sage, warum ein Lufthangar überhaupt hier? Die kann ich auch da drüben bauen. Wo ich überhaupt gerne mal dabei bin. Verstehe ich jetzt. Verstehe ich sogar. Luftschiff-Hangar, Fundament. Klar würde es auch was kosten, aber es wird gehen. Dass ich mehrere Phasen hier bauen würde, weil ich glaube, verschieben geht eh nicht. Zu weit weg. Ja, eben, siehst du. Problem ist halt ein bisschen, dass wenn ich dann so anfange, könnte, warum habe ich zum Beispiel die Dinger hier so gebaut, auf der Insel. Wenn ich hier die ganzen Rohstoffen zu haben und hier die ganzen Endproduktionsstätte bauen. Also ihr seht, das wird ein Hin und Her und hast nicht gesehen. Da muss mir
doch vielleicht mal noch gröber ein bisschen Gedanken machen oder einfach mal fürs erste Mal so auch belassen, wie es gerade ist. Weil, auch wenn natürlich das Spiel generell und so alles Spaß macht und so, man sich viele Gedanken machen kann, muss nicht unbedingt alles auseinanderrupfen. Das Einzige, was glaube ich so bleibt, wie es momentan ist Prosperity. Da will ich auch nicht großartig was ändern. Weil ich finde, hier haben wir schon sehr viel rausgeholt aus dem Ganzen. Und das Einzige, was man vorstellen könnte, ist hier mit der Perlenfarm, die woanders hin zu platzieren. Die Frage ist zwar wo, andererseits kann ich hier natürlich die Fruchtbarkeit anpassen. Muss ich noch erforschen, das ist gerade ja im Gange. Glaube ich, oder? Ist da irgendwie einer im Gange? Ja, genau. Also wenn ich vorhätte, Perlen dann hier zu machen, würde das ja gehen. Ich habe sowieso so viele Materialien. Und wenn dann das so machen würde, klar, das Problem. Jeder generell nicht farmen, sondern hast jeder generell. Dafür brauche ich halt eine gewisse Einwohnerzahl. Also ich werde hier um das gar nicht herum kommen. Wenn wir ehrlich sind. Wissen wir das überhaupt? Da wäre eben noch eine Option zu sagen, hey, ich baue halt hier außen. An Arbeitskraft. Also eine kleine Siedlung, damit ich halt auf die, ich glaube 400 Bewohner sind es, glaube ich, was ich brauche. Für den hier. Wenn ich auf die Anzahl hier komme, dann natürlich wesentlich mehr. Vielleicht auch 500 oder so, keine Ahnung. Und hier wären dann halt die Produktionen für die Konsumgüter. Wofür momentan hier die ganzen Dinger herstellt, wie eben auch Kautschuk, Bananen, Mais, Kaffeebohnen. Ding vermute ich halt doch eher weniger. Eben, wie schon mal erwähnt, da hafenmäßig irgendwie sagen, hey, Fischöl. Weil eben der Platz ist hier einfach verflucht eng. Man könnte zwar nochmal hier was testen. Eben sehr nah ran darf er gar nicht, wa? Boah, hier habe ich schon ein bisschen Platz. Also da könnte man vielleicht das eine oder andere machen mit dem Fischöl. Eben Sandalmeer würde sich halt hier echt anbieten. Ich habe so viel freie Fläche hier. Das wäre für so eine Siedlung natürlich hervorragend, aber eben auch für die Baumschulen. Eben halt die Dinge wie der Luftschiffhangar und so kann ich alles irgendwie auch woanders hin verschieben. Aber das dann in den nächsten Folgen vor allem. Bis wir auch wieder ein bisschen Plan haben mit den Schiffen und so, was ich da alles brauche. Da ist eh noch momentan nichts mehr in Produktion, okay. Ich wollte ja eh in der Folge noch ein bisschen mit Luftschiffen was machen. Ich habe eine Harpie, ich habe die beiden Boreas-Typen. Weil ich gemerkt habe, ja, soweit schön und gut, ist auch nett, aber bringt mir jetzt nicht so viel. Dann mache ich glaube doch, also ich bleibe dabei, Freunde. Ich finde, wenn man Zugriff auf Arktisgas und Helium hat, sind für Fracht, finde ich Arktisgas immer besser. Helium für den Kriegseinsatz kann man sich halt fragen. Du hast halt mehr Trefferpunkte. Höher stabil. Du hast dafür nicht mehr Speed, was für einen Kriegseinsatz jetzt vielleicht unwichtig ist. Schaden durch Schiff, Schaden durch Kanonen. Klar, ich stecke mehr ein. Ist mir jetzt egal, weil ich da eben auch der Einzige bin momentan, weil ich sonst nur NPCs habe. Seit der Kampagne beginnen, also die werden da nicht noch auch was dazu beitragen, wollen vor allem. Da wird also nicht mehr so viel Probleme verursachen. Ballungskosten finde ich persönlich momentan immer noch sehr wichtig. Das ist momentan der springende Punkt. Sind halt nur bei arktischem Gas. Sage ich mir, okay, ich brauche kein Helium. Momentan. Können wir auch ändern. Bei Boreas ist ein bisschen was anders. Da haben wir Ballungskosten minus 10%. Aber halt nur beim Boreas. Schwebezustand. Und ganz ehrlich, ich finde Boreas eh generell so verdammt teuer. Na gut, das sind jetzt die Kriegsschiffe, die haben aber auch ordentlich Power drauf. 65, das ist schon viel. Geben Sie uns einen Kurs. Die sind auch, die werden bereit zum Verkaufen. Schaden pro Schuss 280, ja, aber Schaden pro Sekunde 50.
Da machen meine Dinge schon ein bisschen mehr her. Angriffsgeschwindigkeit. Bereit zum Einsatz. Wir würden die Waffen niederlegen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, warte mal, die beiden Boreas, die können jetzt mal weg. Die waren nicht mehr. Die kosten ja auch viel, die Wartungskosten generell sind halt hoch bei denen. Dem hier ist wesentlich weniger. Und natürlich auch der Einfluss, wa? Wir gucken mal, Einfluss von dem. Der kostet mich 2, also ein Hermes kostet mich 2. Pegasus ja 5. Boreas zwar nur 3. Aber dann nur 4 Frachtplätze. Der hat 5 und ist bei normalem Verladen gleich schnell. Noch ein bisschen langsamer. Quasi war da keine Segel. Merke gerade. Pro Segel, ich wohl glaube mal noch. Warte mal, jetzt habe ich ein bisschen Ding wieder übrig. Ich brauche noch ein C4, weil also noch ein bisschen Waren austauschen. Darf ich von da noch Kanonen und Arktisgas holen. Da ist momentan gerade mein Ziel. Neben alles weitere hier oder auch das hier. Hilfspakete, die machen hier keinen Sinn. Wie zum Beispiel hier, wo ich von der Insel, doch, ich würde sie machen. Wo die ganzen Waren auch herstelle. Aus der alten Welt bekomme. Meine Schnapsschokolade produziere ich hier, deswegen macht sie auch Sinn. Aber eben, ist meine Meinung, da kann natürlich jeder das anders sehen. Ja, eben ist alles noch nicht so optimal. Aber wenn ihr natürlich auch von vielen weiß, aus den Kommentaren, beziehungsweise sonst irgendwie aus Foren und so, die sagen, ja, Hacienda, Gebäude und so, ist alles scheiße, braucht kein Schwein. Ja, denkt ihr vielleicht, ihr denkt ein bisschen anders darüber. Also ich verstehe den Grund dafür schon, aber wenn du halt diese Waren produzieren willst, finde ich es halt doch sehr wichtig. Weil ganz ehrlich, hier hätte mir eigentlich auch gefallen, wenn ich gar keine gemacht hätte. Wenn ich die Waren hier nicht habe. Und dann lohnen sich natürlich die anderen Gebäude, normalen Gebäude schon, allein vom Platz wegen auch. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Muss natürlich auch so sehen. So, warte, geht's hin. Bereit. Dem, was ich eigentlich hier Du bist vorhabe. nicht gekommen, um dich uns anzuschließen. Wir filzen alle Besucher. So, sind die mal weg. Dann haben wir 2 Mann bewaffnet. Ein Dorsch haben wir. Das ist im Prinzip so. Er kann sie mal auf die Hauptinsel schicken. Ich meine, die beiden hier sind klar, soll dann halt mal so eine momentane Flotte hier bilden. Da hat mir so mal 2 pro Region. Eben, die greifen aus der Luft an, also was will der Gegner da machen? Theoretisch können wir natürlich auf 3 erhöhen. So mutig und so Dann haben wir noch den hier. Der einfach, ja, schnell von A nach B soll, wenn was irgendwie ist. Wir haben eine Flugroute. Mal dahin. Oder geht dahin, die sind da. Dann habe ich noch die Transportschiffe. Der Pegasus, den hier mal einsetzen. Ja, bald. Erst einmal Arktis. klarer Oh. Himmel. Okay. Die haben mir auch schon überlegt. Ich habe jetzt momentan hier eine Route gemacht, Arktis-Route. Also Import-Export. Haben wir überlegt, vielleicht auch wieder 2 draus zu machen, aber dann halt eine doch mit Erzen oder Baustoffe, wie auch immer. Quasi. Und der andere dann mit den Waren generell, also im Kaffee, Fleischkonserven, Schnaps, Messing. Vielleicht noch mehr, muss man ein bisschen gucken. Deswegen lösche ich jetzt mal die Routen raus, weil die braucht es momentan nicht mehr. Vor allem viele Arktis, neue Welt.
Ich würde aber auch mal einen für Imbesa bauen. Das ist halt die Frage, aber auch einen großen oder reicht ein kleiner? Doch reicht ein kleiner, war. Was für ein Opus Magnum. Wieso, warum ich das gerade denke? All die sagenhaften Länder existieren. Ich habe hier mit C4 Intercession Speed ist natürlich wahnsinnig hoch. Der Pegasus ist auch hoch, 130. Ladespeed ist dafür natürlich geringer. Trotzdem wird nochmal ein C4 dafür bauen. Mal schauen. Erstmal von Region zu Region wieder alles zusammen machen und so, das bringt sowieso nichts. Also, die Arktis. Ist gerade irgendwie einer auf dem Rückweg oder so irgendwie. Ja, passt doch. Also. Wenn ich hier keinen Durcheinander habe, der Schlachtkreuz kann auch mal weg. Propeller drehen sich. Macht, wo ist denn der noch schon weg war? Steuere. Wir gehen mal hier hin. Der ist auch im Rückweg. Sehr gut, sehr gut. Der hat noch ein Item, darf ich auch nicht vergessen. Auf Kurs. So, wenn wir uns hier mal die Luftschiffe ersetzen und gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Du hast nicht zufällig Interesse an einem Berg-Erstklassiker Fusseln, oder? Nee. Freiluftgrill. Den Verbrauch wäre zwar generell nie verkehrt. Sportgondel. Problem bei ihm ist halt, die kosten so viel. Ich mag, dass die Inuit alle Teile des Tieres verwenden. Das hat echt so, ich kann Luftschiff und so kann ich halt nur mit meinem Items in Luftschiffe kann ich nur beim alten nicht machen. Da habe ich sonst keine Chance. Obwohl doch. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Ach herrje. Luftschiff-Techniker, ja wobei, Trefferpunkte, Wartungskosten, Frachtverlangsamung, nein, das brauche ich nicht, ich brauche schnellere Dinger. Den Briefmarken, da könnte ich eine Luftschifffahrt. Wartungskosten, der ist gut. Da ist natürlich ein altes, vom alten, nee, das ist natürlich klar. Luftschiffkanonier. Okay. Karte Absturzstelle des Luftschiff-Prototyps zum alten Need. Versuchen, dass Schatz geborgen werden muss. Arktis, da bin ich da können wir natürlich mal starten. Okay. Die Seite kann nicht entwickelt werden. Ja, danke schön. Wieso steht es überhaupt da? Ja, super. Oh, von ihr können wir noch einen kriegen, wa? Lady Faithful, Ich glaube, ich habe von ihr mal eins bekommen, wa? Der Redakteur. Das ist auch das DLC gemeint. Okay, das heißt, ich kriege nochmal 2. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, aber die brauche ich halt nicht. Ich brauche Ladegeschwindigkeit, das ist halt vom alten Nate. Das Problem im alten Nate ist halt echt, dass er... Ich muss halt echt mal gucken, wie ich das, die Dinger farben kann am besten. Die Items. So. Erwarte neuen Kurs. Scheiß drauf. Nächstes Thema, Freunde. Ich ersetze jetzt, glaube ich, erst einmal die fleißige Biene. Steuere. Und zwar ist ja hier die Idee, jetzt bin ich in der Arktis. Und dann nehme ich hier Kohle mit, genau. Ich würde nachher gerne auch auf die Insel noch gehen. Ups.
Da heißt, wir nehmen hier zweimal Kohle mit. Erstmal rauslöschen. Geht die hier raus, der geht da raus. Okay, dann habe ich überall ein bisschen Kohle. Nehmen hier jetzt momentan auch mal zweimal mit. Und Gas zum Entladen. Theoretisch können wir noch mehr Kohle schiffen, wenn es nötig sein sollte. Arktis Rohstoffe. Ne, warte mal, hier ist der anders. Eigentlich, ja, weiß es nicht überhaupt. Rohmaterial. Nee. Baumaterial. Danach geht es eigentlich alles ein Rohstoff. Heizbare Materialien. Oh, Material geht auch nicht. Heizbar. Ja gut, mein Gas verheizt man ja nicht in dem Fall jetzt, man könnte es zwar. Brauchen sie in der alten Welt für den Strom plus für... Ja. Ja, plus die Luftschiffe. Der Produktion? Theoretisch auch nachher Holz mit den richtigen Items, deswegen will ich hier ein anderes Schiff haben. Komm, ich nehme Rohstoff. Oder? Rohmaterial, Baumaterial. Ja, Arktisgas ist eigentlich Baumaterial hier, ich nehme es aber trotzdem. Mit Kohle baue ich nichts, ich verfeuere es eigentlich bloß. Es ist ein Rohstoff. Klar sind die Dinge hier auch Rohstoff, aber es ist trotzdem Landwirtschaft oder Lebensmittelproduktion. Dann passt, glaube ich, wieder. So. Da ist der hier. So, mal sehen, wie schnell der ist. Soll er ziemlich fixen, aber gehört. Sein. Der Hermes soll ja beim B und Entladen soll er Speed haben. Haben wir sagen lassen. Oh, das war schnell. Das war sogar verflucht schnell. Nehmen bei solchen Dingen, wo ich mir jetzt sage, okay, da geht es halt wirklich darum, die müssen schnell von A nach B. Da finde ich es halt sinnvoll, so ein Schiff zu haben. Dann nach Arktis 1 und 2. Ja, und nach hier hätte ich jetzt gesagt, brauche ich halt trotz allem 2 Routen. Ich mache es jetzt aber trotzdem noch schnell anders. Arktis. Nein, der Begriff Lebensmittel gefällt mir nicht so ganz. Warte mal. Nur ganz kurz an. Wir haben es in der alten Welt genannt. Konsumgüter. Landschaftliche Güter. Ja gut, nennen es halt einfach Konsumgüter. Passt schon. Wo ist jetzt hin? Ne, warte mal. Den annehmen müsste doch irgendwo hier stehen.
Was? Der ist wieder da? Klarer Himmel. Alter, ist der schnell! Leck mich am Arsch. Aber der auch. Der ist wieder auf dem Rückweg. Ah, die beiden Schieber sind geil. Der Hermes hat natürlich nur 3 Slots, okay, aber wenn der auf Speed geht und der vor allem. Eben, hier ist er langsam, das stimmt, aber wenn es dann über die Region hinausgeht, Alter, geht der ab. Da ist richtig, richtig geil mit denen. So, was ich nicht so geil finde, ist, dass meine Arktis-Routen jetzt nicht gespeichert wurden, warum auch immer. Ich wollte gerade Kostümgüter schreiben. Da wäre ein bisschen schräg gewesen. Konsumgüter. So. Ich lasse das eigentlich mal nach. Pack mal die 3 Inseln rein. Doch ich könnte eigentlich schon mal einen Knallforscher, die goldene Seekuh nehmen. Das ist ja gar nicht da. Nehmen wir die goldene Seekuh. Pausieren aber erstmal noch. Wieso geht das nicht? Deswegen sage ich ja, okay. Manchmal geht es automatisch, manchmal nicht. Was brauchen die an Konsumgütern? King William Islands. Dürfte gerade auch klar sein. Wir müssen hier das Ding mitnehmen, das Ding mitnehmen, das Ding mitnehmen und das sicher mal. So. Schlafsäcke haben die da oben noch keine. Das haben sie und das haben sie da oben auch nicht. Er ist nicht so schnell generell. Ich hoffe trotzdem, dass er relativ ein bisschen Speed drauf hat, in der Hoffnung, dass Güter. Ich glaube, wir brauchen noch Fleisch, Fleischkonserven, sag ich schon. Hier, Konservendosen, so. Ein letzter Blick. Auch überall. Ah, diese Nähmaschinen. Ups. Oh, dann wird er rausgeschmissen. Okay. Mal ganz schnell irgendwas nochmal generell so brauche. Drinnen ist es wärmer. Pelikan, Öllampe. Der Schnaps theoretisch auch noch. Pelikan, Öllampe und Fleischkonserven. So wie ich es eigentlich auch angedacht habe, war also. Ich glaube auch ein bisschen so die Hauptitems, oder, die es braucht. Jetzt zumindest hier mal ein bisschen gucken. Die Schlittenhunde natürlich auch. Der Rest, wie die Dinger hier. Klar, Schlafsäcke und Schnaps wäre geil. Ich will jetzt das auf jeder Insel, weil die brauchen. Den würde eines von beidem ausreichen. Schlafsäcke geben mehr Wärme, also gebe ich ihnen einfach nur Schlafsäcke, keine Dinger. Klar, alles zusammen wäre natürlich noch geiler. Aber dafür reicht dann die Routen doch nicht mehr aus, weil es sogar noch mehrere von denen. Warum eigentlich? Also, da habe ich wie gesagt nicht zu viel. Dann machen wir die Schlafsäcke, weil die kann ich selber produzieren. Natürlich mit der Zeit noch ein bisschen mehr, das sollte auch klar sein. Die Schlittenhunde brauche ich da oben, Schlafsäcke. Jetzt wäre der schon mal voll. Okay. Im Prinzip, wie man sich das denken kann, überall entladen. Das im Prinzip auch die Reste noch entladen. Die Öllampen mache ich jetzt trotzdem auch mal. Aber wenn ich hier natürlich noch ein bisschen verunsichert bin. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Huch! Nein, Moment, was ist jetzt los? Ich hole da eigentlich. So. Zuerst da entladen. Genauso wie die hier. Schlafsäcke ist halt die Frage. Gut, oben brauche ich es eigentlich. Da brauche ich es schon, weil sonst wird es da. Ja, hier brauche ich es. Okay, ich mache hier. Haben wir noch Platz fürs 1 hinten dran? Okay, das ist einfach mal die Nummer 1.
Mit dem Nötigsten, sage ich jetzt mal. Und hier momentan noch nicht, weil ich noch nicht so viel Waren an Bord habe. So, dann da mal loslegen. Den Rest kümmern wir mich gleich. Erst einmal gucken, was hier passiert. So, das. Ah, Stahlträger, warum der Stahlträger? Propeller drehen sich. Ja. Also Freunde, falls ihr diese Folge jetzt gerade seht und irgendwie das Gefühl habt, wieso hat diesen Bug hier noch? Ich spiele noch Version 15.1, weil wie gesagt, ich bin gerade im Aufnahmemarathon. Wenn ihr diese Folge seht, ist das schon weit in der Zukunft. Da kann es einiges geändert haben. Also bitte nicht wundern, wenn es bei euch vielleicht bereits gefixt ist, das Problem. Bei mir hingegen noch nicht. So, zurück in der Arktis, wo ich zugeben muss, macht gerade auch ein bisschen Spaß hier zu sein. Also das ist eigentlich die Route hier gewesen, das heißt, die kann weg, die braucht es nicht mehr. Ciao. Jetzt bin ich hier. Ich kann ja schon mal den rausschmeißen, den rausschmeißen. Den kann ich auch rausschmeißen. So. Mal gucken, hier haben wir landschaftliche Güter. Ja, ist das überhaupt landwirtschaftliches Gut, was ich hier habe? Eigentlich schon, wa? Güter. Wieso habe ich eigentlich hier Güter geschrieben, nicht Produkte? Ich glaube, in der Länge war, wenn da irgendjemand noch was anderes hätte. Ach, damit einzeln aber natürlich alles nicht. Hier mache ich halt. Ja, warum schreibe ich hier überhaupt Arktis vorne dran? Ich habe es eh gruppiert, das ist hier sowieso egal. So, komm. Scheiß drauf. Dann haben wir hier Konsumgüter 1. Landwirtschaftliche Güter. Wo hier eigentlich wirklich Produkte steht. Landwirtschaftsgüter. Aber kann. Ups. Dann macht er einfach lieber so. Landwirt, ist auch klar. Was man noch mehr bräuchte. Ich muss die hier abholen, das stimmt auch. Das ist aber auch korrekt, war. Da geht leider nicht, schade. Ups. Ja, der kann raus, dann haben wir die Robbenfälle noch. So. Kann ich auch mehr noch reinpacken? Ja, das wird gehen. Eventuell für später wäre hier Gold noch angedacht. Weil ich da ja auch Gold schürfen kann. Deswegen packe ich es einfach mal rein. Viele frühere Expeditionen haben sich im Eis verirrt. Die meisten mussten wertvolle Vorräte zurücklassen. Wir könnten danach suchen. Könnten wir. Wir können es auch einfach sein lassen. So, dann habe ich hier noch die Medusa 4. Die sollte man darum kümmern. Gold braucht es momentan nicht. Okay. Das ist ein Problem. Nein, das ist so gewollt, Kumpel. Trotzdem Dank für den Hinweis. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr schön, sehr schön. So. Dann hier mal noch die Dinger ja, ausladen. Dann natürlich wieder die Schiffe verkaufen. Wenn wir mehr Einfluss haben, die wieder durch neue Luftschiffe investieren kann. Und ich glaube, den Luftschiffhangar, den schrotte ich ein. Weil, was soll er damit noch? Ich kann nur für Boreas Schiffe nutzen. Mit Arktisgas, nicht mal mit Helium, wenn es mit Helium noch machen könnte. So, dann haben wir auch alles noch so vieles Guten. Zack, zack, über Bord geworfen. Höhe stabil.
Also mal da rein. Abflugbereit. Den könnte es... Ne, warte mal, der nicht, der ist eh relativ schnell. Erwarte neuen Kurs. So. Baldrehen. Die nicht mehr. Gut, den brauchen wir am Anfang jetzt noch, solange ich noch keine neuen Kriegsschiffen hier habe. Der wird nachher auch durch einen kleineren, schnelleren ersetzt. Das ist keine schöne Arbeit, aber irgendwer muss sie erledigen. Ja, Lufttransportpost, das wäre mal eine Idee für überregional. Kann ich mal versuchen, ne? Ihre Handelsrouten. Schiefen noch gar keine. Wohin soll's gehen? Ah, da ist er. Der ist der mit den Konsumgütern, das passt ja. Du sollst... nimm doch bitte mal den hier mit. Mann. Weil der macht, finde ich, bei dir Sinn. Also für die Pegasus-Schiffe ist der natürlich Gold wert, hä? So, wir können jetzt sogar... Ich meine, ich habe ja auch Walfänger rein und so. Ich wollte eigentlich alles mal hier machen, aber es klappt leider nicht. Ich halt auch nur so die scheiß kleinen Schiffe habe. Was ich jetzt auch mal mache, Freunde, ist die Köhlereien hier über Bord zu schmeißen. Wir hoffen, dass ich alles, was ich habe, durch die interne, beziehungsweise die Kohleproduktion von hier plus im Export regeln kann. Und dann bin ich echt gespannt, dass so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Geringe Wärme, ja auch sie hätten eigentlich Schlafsäcke nötig. Öllampen wären noch keiner, aber ein paar mehr Einwohner. Was darf es sein? Da ist noch eine. Mal hier neu bauen, wäre auch eine Option. Wir sind abflugbereit. Genau, der haben wir mit Gas, Kohle, soll auf einen ganzen Slot hier abladen, falls es geht. Wir sind sonst auch relativ gut gefühlt, war mit Kohle, genau. Immer noch, da kriegen jetzt Schlafsäcke. Hä? Ja, Spiel gespeichert, das ist ja schön, aber warum geht das jetzt nicht? Hier, Oh, ist das geil. Ein kleines Dankeschön für dich. Glaub ja nicht, du bekommst noch mehr. Ah, ich brauche noch mehr Inseln hier, wie zum Beispiel die hier. Oh, die wäre schön groß. Ich kann mal anfangen, die zu übernehmen, wa? Einfluss. Ah, scheiße, die einzelnen Teile kosten ja auch Einfluss. Das wird schön. Okay, machen wir später. Was darf es sein? Ja, da sind sie, die Schlafsäcke, die 50. Da gehen sie so schnell weg? Nee, never ever, oder? Da müssen wir noch ganz kurz beobachten, Freunde. Ansonsten, ja eben, die beiden sind jetzt noch temporär da. Mal zu gucken, was wir machen können. Der wird nächste Folge gleich beladen. Da werde ich halt das haben, was ich gerne brauchen könnte. Die Kohle nimmt hier natürlich rasant ab. Und so ist der eigentlich nicht, weil der nächste kommt ja bereits wieder. Also werden die Konsumgüter hier schon gut los.
Eben, das ist kein Problem. Wir sind abflugbereit. Hier ist die sagen, passt doch. Das einfach noch nicht so sicher bin mit der Route, ist glaube ich der bezüglich Import, Export, da geht's um den Kumpel. Der Kohle, die ich jetzt auch von Deepwater hole. Weil eben, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das damit jetzt nicht mehr reichen wird. Und ich dann doch sage, hey, come on, eigener C4, ein eigenes C4-Luftschiff. Der geht dann über Norton B und holt dort die komplette Kohle. Also quasi Routen ein bisschen aufteilen. Aber eben, das ist Zukunftsmusik, das werden wir in den nächsten Folgen vielleicht sehen, vielleicht noch nicht. Ansonsten, ich will noch ein paar mehr Einwohner. Sehr schön, sehr schön. Gibt vielleicht noch ein paar mehr, wenn da mit den Bedürfnissen so jetzt klappt. Neben Schnaps, Packers, Kaffee, mal gucken. Also ich glaube Schnaps und Packers können wir noch besorgen. Das kriegen wir noch hin. Aber erst muss ich schauen, ob das jetzt hier auch mit dem Teil und so funktioniert. Dann hier, ich würde bei denen aber echt gerne mal das Ding noch aktivieren und mal gucken. Sollen wir das nächste Folge mal angehen, Leute? Originale Post. So, jetzt ist der auch schon wieder da. Genau, wir kriegen noch ein paar Schiffe los, also die 3, die werden verkauft, gibt ein bisschen mehr Einfluss plus Bilanz. Schlachtkreuzer bereit. Die bleiben noch und der soll sich dann mal die und dann nutzen wir die mal, wa? Und gucken, wie es denn damit weitergeht, wa? Ja, Freunde. Insofern, sage jetzt mal, vielen Dank fürs Zusehen hier in der Arktis. Es geht spannend weiter. Das ist bereits das nächste Luftschiff drin. Ja, also hier Arktis und so. Mit 9 Luftschiffen jetzt hier im Einsatz sind. Ich glaube, das ist eine richtig geile Idee. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Und ja, ich muss sagen, es macht echt Spaß. Auch mit dem Experimentieren und so. Welche Schiffe da besser für was geeignet ist und so. Da ist geil, da kann man echt gut was machen, gut was herausfinden. Jedes hat seine typischen Stärken und Schwächen, die wir schon gesehen haben. Und ja, das macht es ja auch ein bisschen aus, wa? Man muss hier noch ein bisschen den Hafen ausbauen. Die Robbenwelle hier abbauen, auf der anderen Insel machen, wenn ich da zu wenig Platz habe. Weil ich habe halt hier schon eine lange Laufzeit. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Und wenn wir mal gucken, ob man dann Arktis. Was ist so, dass irgendwie die anderen Schiffe auch über ein Luftschiff haben? Ich muss mal gucken, wie man das in der Luftschiff auch woanders andocken, weil sonst dauert das echt zu lange. Alter Schwede, so wie lange bist du jetzt eigentlich noch hier? Und ein Atem wie ein Walross. Die Waffenruhe wurde beendet. Da rechts. Und fürs Thumbnail. Ich würde sagen, keine Kohle. So geht's natürlich auch. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.